Wir schauen zusammen auf ein kleines, verschlafenes Dorf auf dem Land, eingebettet in Wälder und Hügel. Da kennen sich alle untereinander. Und während der neueste Tratsch mit vorgehaltener Hand direkt Runde im ganzen Dorf macht, bleibt kaum etwas im Verborgenen. Bis eines Tages etwas ganz Unerwartetes passiert. Es ist der Anfang vom kältesten, verschneitesten Winter, wo Bünzlis Hause in seiner Geschichte jemals erlebt hat. Alle Dorfbewohner sind mit den wärmsten Winterkleidern ausgestattet am Schneeschaufeln und Chemie rauchen um die Wette. Zum Glück sind alle bestens vorbereitet und die Holzbiegen türmen sich an den Wänden der verschneiten Häuser. Ein Chemie bleibt allerdings kalt. Nicht einmal ein kleines Räuchchen steigt darüber auf. Es ist von einem einfachen, aber wunderschönen alten Bauernhaus. Das steht schon fast ausserhalb vom Dorf, direkt am Waldrand und gehört der Familie Alpiger. Der Hampi wohnt dort mit seiner Frau Trudi und seinen 3 Kindern, der Maja, der Conny und dem Lotti. Es ist bitterkalt im Haus und es zieht durch alle Ritzen. Sämtliche Wollendecken sind im Einsatz. Der Hampi hat schon alles versucht, um den Holzofen wieder zum Glühen zu bringen, doch er bleibt leider eiskalt. Nachdem auch der Chemiefäger nichts gefunden hat, wo man einen warmen Ofen im Weg stehen könnte, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als den Heizungsmonteur Peter, ein fähiger Mann, aufzubieten. Aber der hat nur gemeint: Dir, da ist auch ein Hopfenmalz verloren. Bei dieser alten Kiste kann man nichts mehr anderes machen, als das Metall einem Schrotthändler zu verkaufen. Am besten so schnell wie möglich raus damit, sonst wird das ein traurig kalter Winter. Aber keine Angst, ich habe gerade noch einen passenden Ofen an Lager und wir könnten gerade loslegen mit Auswechseln. Der Hampi schaut ihn mit grossen Augen an und verliert gleichzeitig die Kontrolle über seinen Kiefer. Das ist ein Schauen, sage ich euch. Wenn es nicht so traurig wäre, dann wäre es zum Lachen. Als er sich wieder ein bisschen gefasst hat, sagt er: Pütis nein, der schöne alte Holzofen. Der ist schon hier rein, seit ich denken kann, und schon viel länger. Mein Urgroßvater hat den eigenhändig eingebaut und jetzt müssen wir den wirklich entsorgen. Das bringe ich nicht übers Herz. In den Augen vom Hampi sieht man gut, wie es ihn mitnimmt. Die sind ganz feucht geworden und wehmütig schaut er zum Trudi über. Sie legt ihm tröstend ihre Hand auf die Schulter und versucht, ihn aufzubauen. Mach dir nichts draus. Er hat es viele Jahre lang treuen Dienst geleistet. Und es ist an der Zeit, dass er seine letzte Ruhe findet. Weisst was? Wir können ihn ja mit der ganzen Familie zusammen ausbauen und ihm so die letzte Ehre erweisen. Was meinst du? Das wäre doch ein würdiger Abschied. Der Hampi schnitzt sich die Nase und es trompetet durch das ganze Haus. Da kommen gerade die Kinder gewundert in die Stube schauen. Die Maja merkt als Erste, dass etwas nicht in Ordnung ist und fragt verunsichert: Was ist passiert, Papi? Ist jemand gestorben? Ach Maja, es kommt mir fast so vor. Unser Holzofen, das schöne Erinnerungsstück an meinen Urgroßvater, hat heute endgültig ausgeraucht. Wir müssen ihn rausnehmen und durch einen von diesen modernen Öfen ersetzen. Aber es ist so kalt. Kann man ihn dann nicht mehr flicken? Leider nicht. Wir würden gerne zusammen als Familie ausbauen. Wenn wir alle zusammen anpacken, dann schaffen wir das sicher schnell und es geht auch warm. Das tut mir leid, Papi. Was können wir denn helfen? Weißt du, wie das geht? Rausnehmen schaffen wir schon. Ich zeige euch, was es zu tun gibt. Der Hampi geht mit seiner Familie in die Scheuer und sie decken sich mit Werkzeug ein. Zuerst sind die Kinder ein bisschen verloren und wissen gar nicht genau, wo anfangen. Der Hampi und seine Frau zeigen diesen 3, was es zu erledigen gibt. Und es geht nicht lang, da sind schon alle fleissig am Hämmern, Meisseln und Fuhrwerken. Die Überreste von dem schönen Ofen sind bald alle abgetragen. Es ist ein geschäftiges Treiben und trotz der traurigen Angelegenheit gleich auch schön zu schauen, wie die ganze Familie zusammenhält und sich gegenseitig unterstützt. Und der Hampi hat recht gehabt. Nach kurzer Zeit sind sie am Schwitzen von der harten Arbeit, aber auch wieder ganz zufrieden. Zusammen haben sie es recht schnell geschafft, den Ofen auszubauen und mittlerweile sind nur noch die roten Bachsteine übrig, die hinter dem Ofen waren. Aber was ist denn das, was dort so glänzt? Das Lotti sieht es als Erste. Schaut mal! Dort schimmert etwas zwischen den Bachsteinen vorne. Was könnte das sein? Alle schauen gespannt zum Lotti über. Dort ist irgendetwas versteckt. Aber was? Man kann nichts Genaues erkennen, aber es sieht aus, als ob dort in der Mauer ein Geheimversteck sei.
Völlig aus dem Häuschen ist die ganze Familie zur Stelle und versucht herauszufinden, was dort hinter der Mauer glitzert. Ganz ungeduldig sagt Maya. Lotti, siehst du, was es ist? Aber das Loch ist noch viel zu klein, als dass man ernsthaft erkennen könnte, was dort hinten versteckt ist. Der Hampi versucht vorsichtig die Bachsteine rundherum rauszupickeln. Langsam kommt eine alte Blechbüchse zum Vorschein. Was ist echt dort drin? Papi, mach jetzt endlich auf. Ich vergitzle fast von Neugier. Sagt Conny und kumpelt vom einen Bein aufs andere. Alle versammeln sich um den Hampi herum und sind ganz aus dem Häuschen. Er versucht, die rostige Büchse aufzutun und muss einen Schraubenzieher zur Hilfe nehmen, weil sie klemmt. Doch schlussendlich heisst es 1:0 im Spiel Hampi gegen Blechbüchse. Es hat ein vergilbtes, gefaltetes Blatt Papier drin. Als er es auseinanderfaltet, sieht er eine rudimentäre Zeichnung mit Bergen, Tannenbäumen und Häusern. Es ist ein Kompassnadel drauf und neuerdings hat es ein rotes Kreuz bei einer Burg eingezeichnet. Die Maya kommt als Erste auf die Idee und ruft laut. Das ist eine Schatzkarte. In ihrem Köpfchen rattert es, dass man fast das Anrädchen hört. Sie kommt ins Schwärmen. Wahrscheinlich ist dort beim X der Schatz versteckt. Was könnte es echt sein? Ich wünsche mir einen Zaubertopf voller Süßigkeiten, der nie leer wird. Das wäre das Grösste. Dort hätte es dann Schoki in allen Farben und Variationen, saure Äpfelringli, Gummizeug aller Art und so Gelee-Figürchen drin. So fein. Gleichzeitig geht auch der anderen von der Familie einiges durch den Kopf. Die Eltern stellen sich vor, dass ein Geldsegen auf sie zukommt. Trudi sieht schon den Familienschmuck vor sich und ihre Augen glitzern wie ein fein geschliffener Diamant. Der Hampi denkt sich, Mein Urgroßvater hat jetzt sicher Gold oder sonstige Wertsachen für schlechte Zeiten versteckt. die Conny malt sich ganz andere Sachen aus. Vielleicht führt uns die Schatzkarte zu einem Stall mit ganz vielen Tierli. An Ponys, Büssis und Hühnli hat ich am meisten Freude, obwohl mein absolutes Lieblingstier der Luchs ist. So einen dürfte auf keinen Fall fehlen. Die Tierli könnten dann alle reden und wie bei der Alice im Wunderland könnte ich angeregte Teepartys mit allen veranstalten. Lotti hat nochmal ein ganz anderes Bild vor Augen. Dort ist wahrscheinlich ein Truhe vergraben mit alten Kleidern. Vielleicht von Räubern. Hat sich sogar noch Säbel oder Pistolen drin? Oder vielleicht sind dort auch die edlen Ballkleider von der Cinderella versteckt. Irgendwo müssen sie die ja unterbringen. Es herrscht eine nachdenkliche, aber gleichzeitig auch aufgeregte Stimmung. Es Trudi holt die Familie wieder in die Realität zurück. So, meine Lieben, genug geschwelgt für den Moment. Wir müssen weitermachen. Der Peter, unser Heizungsmonteur, kommt in einer halben Stunde mit dem neuen Ofen. Bis dann müssen wir fertig sein. Jetzt noch mal anpacken und dann können wir uns wieder im Schatz widmen. Der neue Ofen hat der Heizungsmonteur Peter noch am gleichen Tag eingebaut und sie haben ihn auch gerade eingeweiht. Endlich ist es wieder warm im Haus und auch aus dem Chemie der Familie Alpiger steigt wieder ein Räuchchen auf. Erschöpft vom intensiven und aufregenden Arbeitstag, aber zufrieden darüber, was sie erreicht haben, hockt die ganze Familie jetzt endlich um den Esstisch und geniesst ein feines Käsefondue. Ob die Schatzsuche am Ende doch noch erfolgreich war und was sich wirklich an dem Ort mit dem roten Kreuz bei der Burg versteckt hat, das ist eine andere Geschichte. Wer weiß, vielleicht hören ihr ja die auch noch mal einmal. So oder so, das Zusammensein in einer warmen Stube mit einem feinen Fondue, umgeben von der Familie, das ist doch eigentlich der wahre Schatz, den man für immer beschützen soll.